Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Neuer Tag, neues Glück. Ihr kennt das Sprichwort, heute wieder einmal direkt aus der finnischen Pampas, irgendwo im Wald, da wo wir auch das letzte Video beendet haben. Wir sind ein bisschen in Eile, denn wir haben heute abgemacht, und zwar mit Meli und Jürgen vom Blog Life Travelers. Die beiden, die reisen mit einem Dachzelt vom Mondsee in Österreich ans Nordkap und wieder runter. Und da möchten wir natürlich ein paar Tipps einholen von ihrer Strecke, die sie bis jetzt gefahren sind, und sie möchten natürlich auch ein paar Tipps von uns. Dazu haben wir uns schon mal getroffen, und zwar an der ITB in Berlin im März. Und ja, so Treffen unterwegs mit Reisenden, die machen natürlich immer besonders Freude, und darum müssen wir langsam aufbrechen, denn wir müssen noch hinfahren. Wir sind sozusagen bereit, nur meine Haare sind es irgendwie noch nicht, aber das ist auch egal. Ja, wir sagen diesem wunderbaren Ort hier Tschüss und nehmen euch heute mit weiter durch den Nationalpark. Wir werden eine kleine Wanderung machen und danach auch noch ein paar Kilometer weiter Richtung Süden fahren, und ja, ihr seid natürlich mit dabei, das freut mich wie immer unheimlich. Kommt mit weiter durch Finnland. Wie heute Morgen schon angekündigt, haben wir jetzt Meli und Jürgen getroffen. Die beiden haben einen richtig fetten Plan vor sich. Und zwar möchten sie ans Nordkap, genauso wie wir. Wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Wir sind jetzt den 13. Tag schon unterwegs. Den 13. Tag und schon ganz schön weit oben, oder? Ja, genau. Und ihr seid mit dem Dachzelt unterwegs. Wir diskutieren ja immer wieder so ein bisschen mit unserer Community, wie es ist, so in einem Dachzelt zu schlafen. Also es ist, das Schlafen ist sehr, sehr angenehm. Vor allem, weil es oben ist, hat man immer einen guten Durchzug. Es ist immer schön luftig. Die Räumerei ist es, was einen Probleme macht. Das ist einfach der Unterschied zum Camper. Ja. Wir sind ja auch gewohnt im VW-Bus. Genau, ihr seid ja normalerweise mit Luigi unterwegs. Genau. Wir haben auch schon ein Interview gemacht bei uns auf dem Blog zu finden. Und ihr habt vor allem mit Kitesurfen zu tun. Das ist so euer Thema normalerweise, wenn ihr nicht gerade zum Nordkap reist, oder? Wir haben auch unsere Kitesurf-Sachen hier mit, aber wir haben noch keinen Wind gefunden. Ja. Aber heute kommt ihr mit uns wandern, ein bisschen genau. Abwechslung. Schön seid ihr hier. Ich würde sagen, gehen wir los. Gehen wir los. Genau, let's fetz. Es ist einfach wunderschön. Diese Fernsicht, ich meine, der Hügel hier, der ist wirklich nicht hoch. Aber die Fernsicht, die man hier hat, die ist gigantisch. Ihr hört es aber wahrscheinlich auch, vor allem seht ihr es meinen Haaren an. Es zieht ordentlich, was aber auch gut ist, weil die Sonne, die knallt schon wieder so warm hier vom Himmel herunter. Da ist es einfach traumhaft, wenn noch so ein Wind weht. Und jetzt geht es noch ganz hinauf, bevor wir dann auf der anderen Seite so langsam wieder heruntergehen. Wir sind zurück beim Visitor Center. Die Tour, die geht über 7 Kilometer. Ich glaube, wir hatten jetzt wirklich auch etwa 2,5 Stunden dafür gebraucht. Vom Anspruch her, ja, eine Steigung hat es drin, aber die Aussichten, die sind fantastisch. Also es lohnt sich echt, und ja, ich finde die Wanderung doch sehr abwechslungsreich. Ein bisschen durch die Wälder, ein bisschen oben auf den Hügel hinauf und die Aussichten. Also ich finde es cool, auch wenn wir keine Rentiere unterwegs gesehen haben. Aber wir wissen ja, wo sie stehen. Eben, das Visitor Center, das haben Sie ja gestern schon gesehen. Genau, und jetzt gehen wir noch schauen, weil hier gibt es ein Hotelli. Das ist in der Schweiz, hier darf man alles oder mit Li sagen. Ja, ein Hotel gibt es hier mit einer Terrasse draußen, und da gehen wir jetzt mal schauen, ob es da vielleicht einen Elchburger oder sowas gibt. Aber andererseits, Wir sagen es mal so,
Der Burger, der wäre ordentlich teuer gewesen in diesem Hotelrestaurant. Wir haben uns darum entschieden, ein paar Meter weiter zu fahren und sind jetzt wieder an diesem See, wo wir letzte Nacht schon übernachtet haben, allerdings an einem anderen Stellplatz und sieht richtig gepflegt aus, also wirklich wunderschön. Hier werden wir jetzt noch ein paar Stunden mit den Lieben verbringen von Life Travelers. Übrigens, wenn ihr die abonnieren wollt, den Link, den findet ihr hier oben zu ihrem YouTube-Kanal, ist auch immer ganz spannend. Ihr findet unten in der Infobox auch den Blog. Da dreht sich alles so ein bisschen um Kitesurfen und auch um Camping. Ja, ist ein bisschen warm. Auf jeden Fall, ich werfe jetzt glaube ich die Angel aus und schauen wir mal, ob was anbeißt. Wir haben unser Mittagslager aufgeschlagen, ihr seht es. Lecker Mittagessen direkt am See mit bester Gesellschaft oder in bester Gesellschaft. Das nenne ich mal ein gelungener Tag. Mittagspause ist vorbei und die Life Travelers gehen ihren Weg Richtung Nordkap. Wir haben Tschüss gesagt, es war wunderbar und denkt daran, mal auf ihrem Kanal vorbeizuschauen. Den findet ihr wie gesagt auch unten in der Infobox. Wo es für uns weitergeht, keine Ahnung. Wir müssen das jetzt mal besprechen. Draußen hat es leider zu regnen begonnen. Es wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen Strecke zu machen. Jetzt muss ich das mit der lieben Dame da hinten mal besprechen, was wir so machen und wir werden euch natürlich darüber informieren. Ganz wichtig in erster Zeit definitiv ein Friseur für mich. Ihr seht es, das geht so einfach nicht mehr weiter. Angekommen, wir haben den Schlafplatz für die erste Nacht gefunden und das sogar auf Anhieb, dank der App Park4Night wieder mal, die hat uns richtig geholfen und wir haben einen wunderschönen Stellplatz gefunden. Ich zeige euch den gleich. Für uns heißt es jetzt noch ganz viel arbeiten. Wir haben das in den letzten Tagen ein bisschen vernachlässigt. Das ist immer so bei uns, wenn wir wieder Free Wi-Fi oder unlimitiertes Internet haben, dass wir ganz viel YouTube suchten und so weiter. Und ja, jetzt muss man ein bisschen was aufholen, ein bisschen Video schneiden, ein bisschen Blogposts schreiben und ein bisschen Bilder bearbeiten. Aber wir werden natürlich auch heute noch die Angelroute auswerfen. Ihr wisst es alle, wir haben ein Fischerpatent gekauft, das wollen wir auch einsetzen. Und ich habe was gehört, dass es heute noch einen Blaubeerkuchen geben soll mit selbst gesuchten Blaubeeren. Da bin ich natürlich auch gespannt, ob das noch umgesetzt wird von Steffi. Ja, wir schauen uns jetzt zusammen mal die Gegend an. Ich verlinke euch den Stellplatz wie immer unten in der Infobox und ja, angekommen an einem weiteren wunderschönen Ort in Finnland. Ihr seht uns bei unserer neuen Lieblingsbeschäftigung. Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft gefunden, kann man so sagen, oder? Ja. Wir angeln jetzt. Und zwar hochoffiziell und erlaubt mit unserem Fischerpatent, das wir hier in Finnland gelöst haben. Wir haben euch das ja schon mal erzählt. Wir haben es heute schon mehrmals probiert. Bis jetzt hat nichts angebissen. Aber jetzt sind die Fische oben an der Oberfläche und schnappen so ein bisschen nach den Insekten und deshalb habe ich jetzt das Gefühl, jetzt sind sie aufgestanden. Okay, ich kann ja auch zugeben, ich habe schon einen Blinker versenkt heute, der irgendwo hängen geblieben ist. Da hat jetzt sicher cool geklungen, getönt. Ja, auf jeden Fall Blaubeerkuchen habe ich noch versprochen. Ich habe keine Eier mehr. Und fast keine Milch und ja, morgen heißt einkaufen und ich würde wenn alles klappt, dann nehmen wir euch mit. Ja, wir melden uns nochmal hier vom Teich, wenn was anbeißt und wünscht uns Anglerglück. Immerhin ein Rentier. Ja, ein Rentier sehen wir. Das mit dem Fisch, das ist nichts geworden. Leider. Gut, haben wir schon Abend gehabt. Abendessen. Ja, aber das war es dann auch für den Vlog von heute. Ja. War wieder ein super schöner Tag, vor allem mit unseren Freunden, den Life Travelers, die uns besucht haben. Aber wir müssen dazu schon auch noch sagen, die Vlogs, die unterscheiden sich wahrscheinlich so ein bisschen zu Norwegen, weil es passiert einfach nicht so viel.
Ja, jetzt haben wir Tempo rausgenommen. Wir sind ja ein bisschen schneller gefahren, weil wir einfach die Mitternachtssonne noch unbedingt noch erleben wollten. Das haben wir geschafft. Und jetzt sind wir wieder total relaxed. Ja, aber es kommt halt auch nicht hinter jedem Ecken ein Highlight. Es ist schon schön, aber es ist nicht so wie in Norwegen, dass es halt wirklich immer und immer wieder ein Highlight kommt ist. Hinter jedem Eck ein Rentier. Ja, das ist so. Hervor. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, in den Vlogs. Heute gab es ja auch keine Drohnenaufnahmen, weil es... Gut, er darf nicht mehr fliegen. Ich darf gar nicht mehr fliegen und ja, es ist wunderschön, aber es sind einfach ein bisschen weniger Highlights. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da und ihr wisst ja, Kanal abonnieren und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. bis dann. Tschüss.